Danke vielmals. Und dem genialen Band. Merci. So schön, euch heute im Gottesdienst gesehen. Nadia hat schon gesagt, trotzdem gutes Wetter. Ihr habt euch entschieden, am Sonntagmorgen in der Kirche zu kommen. Hut's ab, hey. Ihr dürft euch noch einen Applaus geben. Come on. Ich hoffe doch, geniessen ihr Sonne, das Wetter. Für die mich nicht kennen, für die neu heute im Gottesdienst sind, mein Name ist Sabrina Bett. Ich bin einer der Pastoren hier in Kreuzpunkt. Es ist mega schön, euch heute zu sehen. Wir haben eine Predigtserie Kolosserbrief. Letztes Mal hat Meli eine Einführung gemacht in dem Kolosserbrief. Sie hat gesagt, dass wir werden das Serie wie Bible Study haben. Sie hat euch ermutigt, eure Bibel mitzunehmen. Wer hat Handy dabei? Genial! Wer hat eine richtige Bibel und noch ein Notizbuch dazu? Come on! Hey! Handy ist super. Ich finde es einfach ein bisschen schwierig, in Handy zu schreiben. Ich weiss, die IT kennen, die können gut Notizen machen im Handy, machen das. Wir schauen heute miteinander im Kolosserbrief, 1. Kapitel. Und eben Meli hat schon erzählt, der Paulus schreibt den Brief 60 bis 63 nach Christus. Er befindet sich im Gefängnis in Rom, wo er 4 Briefe von der Gefängnis geschrieben hat. Er schreibt den Epheserbrief, Kolosser, Philemon und Philipper. Epheser, Philipper, Philemon und Kolosser in der Gefängnis, von der Gefängnis in Rom, bevor er stirbt. Eine Person, der hat Epaphras geheißen, ist gegangen, Paulus besuchen. Er hat von den Kolosser ihn erzählt. Wir hören nochmal von der Epaphras in Philemon, Vers 21. Der Paulus sagt, meine gute mitgefangene Diener. Das würde heißen, dass Epaphras auch im Gefängnis ist. Wir wissen von der Kapitel 4 von der Kolosserbrief, dass Epaphras nicht zurückgeht, dass er im Rom bleibt und er seinen Gruß an die Kolosser schickt. Und der Brief geht durch andere 2 Kollegen. Von daher, wir können vermuten, entweder er war schon im Gefängnis oder er kommt nachher im Gefängnis im Rom. Mehr von der Person wissen wir nicht. Wir lesen einmal in Philemon über ihn und 3-mal in diesem Brief über ihn. So viel wie wir wissen, er ist ein guter Kollege von Paulus und er hat gute Botschaft an den Kolosser gebracht und er hat eine Kirche in der Kolossea gegründet. Wieso schreibt der Paulus? Wer weiß, wieso hat der Meli gesagt? Mögt ihr erinnern? Sind falsche Lehrer, Irrlehrer, gewisse Leute sind nach Kolossea gegangen, haben eine Kirche besucht und haben ihr gesagt, hey super, eure Glauben, das was ihr vertraut, glaubt, angenommen habt, ist genial, ist super, aber es ist nur Fundament. Gut gemacht, und gut gehört, aber wir haben etwas noch mehr, was wir euch geben können. Wir haben noch mehr, was ihr wissen könnt und ihr könnt euch verbessern. Was sie auch noch gesagt haben, es gibt noch mehr Freiheit und Wiederherstellung, die ihr erfahren könnt. Es ist viel mehr als das, was ihr gehört habt und erlebt habt. Und wir haben die Antwort. Wir wissen und wir können euch sagen, was richtig ist. Ist das auch mal mit euch passiert? Es kann mega gut sein, weil wir können alle wachsen und es gibt mehr. Aber die Leute, die kommen und sagen, es gibt noch Wissen und Gott hat mir etwas offenbart, was sonst niemand kennt. So, dass jemand kommt und sagt, und ich werde euch ein paar Beispiele sagen, Gott hat etwas mir offenbart, wo kein Chile weiss. Hand weg, nein. Wo niemand akzeptiert, Pastoren sind dagegen.
Naja, okay. Das ist schon... Du hast schon bei mir verloren. Wieso? Wir sehen jetzt gerade in diesem Kapitel. Also, sind 4 Ketzerei, Irrlehre, Falschlehre. Sage ich das falsch? Ketzerei, das habe ich auch nicht gekannt vorher. Bist nicht der Einzige. Habe ich letzte Woche die Wort erst entdeckt. Es sind 4 Irrlehren, die in der Kolosser, in der Gemeinde gewachsen sind. Der erste ist Humanismus. Humanismus setzt Menschheit ins Zentrum. Humanismus heißt, Mensch definiert und gestaltet sein Schicksal. Er hat eine Lösung für seine eigenen Probleme. Er ist ein Schöpfer. Er ist in Kontrolle. Er kann selber seine Existenz und Leben bestimmen. Er braucht keinen Gott, weil er, sie, ist im Zentrum. Es geht um mich und ich weiss. Und alles, was ich logisch nachvollziehen und verstehen und ich kann selber Lösungen bringen und mein Leben gestalten, so wie ich es gut und richtig sehe. Legalismus, kennen die Gnade, Vergebung, Rettung, Wiederherstellung, Freiheit, die durch gute Werke, Regeln oder Vorschriften verdienen kann werden. Legalismus. Und es gibt Mystismus und Gnostizismus. Wer weiß von euch? Ich glaube, es war letztes Jahr, ich weiß nicht mehr, wann habe ich über 1. Johannes. Wir haben den Johannesbrief zusammen angeschaut. Wisst ihr noch? Ich habe gestern meine Predigt mit der Steff kurz geübt, habe ich Gnostizismus gesagt. Und er sagt, oh ja, das hast du letztes Mal predigt. Und du hast gesagt, du willst die Worte nie mehr sagen und jetzt musst du das wieder sagen. Ich sage, wow, hey, du hörst wirklich zu. Wo ist mein Mann? Bravo. Meine eine Person, er hört wirklich zu. Gnostizismus. Ich habe mit dem Wort letztes Jahr Mühe gehabt und jetzt muss ich wieder das erwähnen. Im Johannesbrief, er geht viel tiefer bei dem Irrlehre. Eigentlich die Irrlehre hat schon vor dem Jesus angefangen, mit Jesus, im Zeit von Jesus, hat zugenommen und im 2., 3. Jahrhundert ist es eine Religion geworden und eigentlich heute geht weiter. Was sagt ihr? Religion, die Irrlehre, alles übernatürlich ist gut, alles Material ist schlecht und von Bösem. Jesus ist nicht Mensch gewesen, sondern er ist Geist gewesen. Er hat kein Material, er hat kein Körper gehabt, er hat nicht wirklich auf die Erde gelebt, sondern er ist einfach ein Engel, ein Geist, er ist auf Erde gewesen. Und wenn wir mehr wissen, desto mehr wir werden uns verwenden zu geistlichen Wesen, die spirituell leben können und mehr Verständnis haben. Können nachvollziehen. Übernatürlich, alles gut, Verhörung für die Engel, Geist gut, wir sind alle Geisteswesen, alles was materiell ist, schlecht. Alright. Und der letzte ist Asketismus. Was heisst, wir müssen von all das Freude und Vergnügen von der Welt verziehen. Alles, was uns Freude macht. Und das darf man in der Schweiz nicht sagen, mit guten Wein und Käse und Schoki und Berge. Und sie sind zu dem Extrem gegangen, dass sie haben sich verletzt körperlich, damit sie leiden und durch Leiden und Schmerzen und keine Freude im Leben können Gott gefallen. Viele sagen, wir Christen können nicht Spass haben, wir können nicht lustig haben, wir sind frömme Christen. Nein, als Christen, wir dürfen auch Leben geniessen, wir dürfen auch Freude haben. Aber alles auch ausgewogen, im Balance. Wenn wir wissen, hey, alles, was ich mache, auch mit Freude, auch geniessen im Leben, darf Gott ehren. Ihn verherrlichen, alles was ich mache, wenn er im Zentrum ist, ist gut. Wenn ich weiss, hey, mit alles was ich mache, er ist im Zentrum und ich will ihn ehren und verherrlichen, es ist gut. Wir dürfen auch Leben geniessen. So, jetzt sind die Irrlehrer, die in Kolossea gewachsen sind. Gewisse von den Irrlehren sind auch heute unter uns, oder? Wir kennen die auch zum Teil.
Und Paulus gibt Antwort. Was ist seine Antwort? Jesus. Ich hatte eine Lehrerin, also Paulus' Antwort ist Jesus, von denen gehört haben. Ich hatte eine Lehrerin, eine Islamlehrerin in der Schule, und bei einer Lektion von unserer Islam-Klasse hat sie über in Islam gibt es 144 Propheten. Muslime haben 144 Propheten. Und sie hat über die 144 Propheten geredet. Und wie gut das ist und wie jeder Prophet ist einzigartig und jeder von ihnen bringt etwas und sie machen uns vollkommen. Und dann sagt sie, und sie schaut mich an, und die Christen haben nur Jesus. Wir haben 144 Propheten, die das und das und das gemacht haben. Und ihr Christen, was habt ihr? Nur Jesus. Ich kann mal sagen, ich bin 14, 15 gewesen, nicht so alt. Aber dann habe ich schon gedacht, ja, was mehr brauche ich? Eigentlich, wir brauchen nur Jesus. Es langt, ich brauche keine 144 Propheten, die nicht das machen können, was Jesus schon alles gemacht hat. Eigentlich, was mehr kann man je brauchen, außer Jesus? Und Paulus kommt dann und sagt, hey, wisst ihr, meine Antwort auf alle Lehre und falsche Lehre ist Jesus. Lass uns miteinander die Bibel auftun. Ich habe 23 Minuten und wir lesen von Vers 1 bis Vers 23. Also wir gehen Vers 1 bis Vers 23 in 23 Minuten, okay? Das heisst, ihr müsst wirklich mitkommen. Sind ihr ready? Bibel offen. Fangen wir mal an lesen. Oh, ich habe noch etwas vergessen. Ich muss das auch noch sagen. Der Kolosserbrief hat, Paulus schreibt oft seinen Brief in gewisse Teile. Und ihr müsst euch so vorstellen, es ist nicht jemand, der anhockt und Brief schreibt. So haben die Apostel ihre Briefe nicht geschrieben. Oft sie haben ihre Leute dabei gehabt. Sie haben nicht selber die Briefe geschrieben, das sehen wir im Korintherbrief. Sie haben ihre Leute dabei gehabt. Sie sind gegangen, evangelisieren, gegangen bis Posten. Und dann haben sie geredet mit ihnen und sie haben Notizen gemacht. Oft sind sie unterwegs und jemand hat Notizen gemacht und nachher haben durchgelesen und so ist ein Brief gestanden. Und der Brief ist gestanden durch ein paar Tage, Wochen oder Monate. Es ist nicht in einem Mal sitzen und einen Brief schreiben. Manche sind gegangen, haben geredet, er schreibt, macht weiter. Also Paulus schreibt oft im Block. Epheser hat 2 Block, Kolosser hat 2 Block. Der erste Block sind Kapitel 1 und 2. Es geht um, wer Jesus ist. Wer Jesus ist. Er ist überlegen, er ist höher gestellt. Er ist der Herrscher. Er ist der Herr über alles. Er ist der Schöpfung in der Kirche. Und er ist Gott selber in Person in das, was er macht. Das ist die ersten 2 Kapitel. Wer Jesus ist. Und der zweite Kapitel 3 und 4 geht um, okay, was ist meine Antwort zu der Jesus? Wenn Jesus ist das, was Paulus uns sagt, wie gehe ich mit dem um? Was ist meine Reaktion? Wie sollte ich jetzt mit dem Jesus leben? Gut. Sind wir dabei? Kapitel 1, Vers 1. Wir lesen zusammen. Paulus, wer schreibt den Brief? Paulus. Alle anderen, die kommen und sagen, ja, wir wissen nicht, ob das wirklich Paulus geschrieben oder nicht. Paulus. Das ist klar da. Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus. An die Geschwister in Kolossea. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Er begrüßt oft in seinen Briefen Leute mit Gnade, Charis und Frieden, Shalom. Und er schreibt mit Charis und Shalom tue ich euch begrüßen. Das ist oft Paulus in Art für die Begrüßung. Vers 3. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unserem Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig eure Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen
Segen bringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespannt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals all die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium. Wir stoppen da kurz. Erstens, habt ihr die 3 Worte gelesen? Glaube, Liebe, Hoffnung. Tut das bei euch etwas klingen? 1. Korinther 13, 1. Thessalonicher 1, 13. Oft Paulus schreibt von Glaube, Liebe und Hoffnung. Die 3 Früchte, von wenn ich im Glauben unterwegs bin, wie kannst du wissen, dass ich Christ bin? Durch mein Glaube, Liebe und Hoffnung an Jesus Christus. Das kommt oft in den Briefen. Kennt ihr die Sandwich-Konflikt? Art und Weise, wie kannst du Konflikte durch Sandwich lösen? Habt ihr mal von dem Sandwich-Konflikt-Lösungssystem gehört? Es heisst, du fängst immer mit Ermutigung, Bestätigung, gute Worte, du fängst immer positiv und du schließt immer positiv. Du fängst einen Konflikt immer mit, hey, ich schätze das und das an dir, das ist mega gut, hast das sehr gut gemacht. Und dann sehr spezifisch Probleme erwähnen und das macht er. Er fängt sehr positiv, er schließt sehr positiv. Er tut sie bestätigen, ermutigen, aufbauen. Er fängt, ich bete auf euch, ich habe von dem gehört. Und die Sache ist da, er lügt nicht. Ich glaube tatsächlich, er ist ernsthaft. Er tut sie nicht schmeicheln. Ist das Wort korrekt? Das macht er nicht. Er ist ehrlich. Er sagt die Wahrheit. Er sagt nicht einfach so, gute Kinder und jetzt kommt der Konflikt. Nein. Er nimmt sich Zeit und wenn er sagt, ich bete auf euch und ich habe gehört, hey, ihr habt mega gut gemacht. Es gibt Liebe für Jesus und es gibt Hoffnung und ihr lauft im Glauben, das glaube ich voll. Ich vertraue, er meint das ernst. Und er fängt positiv und er tut sie ermutigen. Und dann, schon in dem Brief, schon gerade am Anfang sagt er, ihr habt die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium. Schon von Anfang an sagt er, all die Lehre, all die falsche Lehre, all die anderen Menschen, die kommen und sagen, ihr habt falsch gehört oder ihr habt nicht genug gehört, wir haben etwas besser, ihr habt die wahre Botschaft gehört. Ihr habt die Wahrheit. Und wisst ihr nicht was? Die Botschaft, was wir haben, ist Wahrheit. Es ist nicht nur Evangelium, sondern es ist eine wahre Botschaft. Das, was Jesus gemacht hat, ist eine wahre Botschaft. Er ist Wahrheit. Kann man nächstes gehen. Der wahre Evangelium, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt. Wie weiß ich, das Evangelium ist wahr? Das ist korrekt, dass ich es wahr gehört, weil es trägt Frucht. Was ist die Frucht von dem? Und sich immer weiter ausbreitet. Genau tut sie das auch bei euch. Wenn Evangelium kommt, wenn die Wahrheit kommt, Gott berührt Herzen von Menschen. Und es tut sich ausbreiten. Es wird wachsen, es wird nicht so stehen bleiben. Genau tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem auch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, dass diese Botschaft, was diese Botschaft bedeutet. Heißt, das, was ihr gehört habt, das, was ihr schon angenommen habt, das, was ihr verstanden habt, ist Wahrheit gewesen. Das war Wahrheit gewesen. Du es nicht verzweifeln. Hey, ihr habt es wahrgenommen, ihr habt es angenommen, ihr habt Ja gesagt zu dieser Botschaft, das ist wahr gewesen. Und niemand darf zu dir kommen und sagen, das ist nicht die Wahrheit. Das, was du angenommen hast, das ist die Wahrheit. Eure Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt.
das, was ihr gehört habt, ist die Wahrheit. Kann man schon nächste Folie haben. Ihr habt das richtig gehört. Nicht verzweifeln, ihr habt es richtig gehört. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Das ist eine Predigt für mich. Brina, hör auf nie zu beten für deine Kirche. Ich glaube, er lügt nicht. Er tut nicht übertrieben. Ich vertraue Paulus, betet täglich für die Kirche. Brina, betet täglich für die Kirche. Mach ich. Und wir sollten alle von uns täglich füreinander beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Alright, jetzt wird interessant. Er braucht ein paar Worte da und Paulus ist sehr schlau. Und ich liebe Bibelexegese, weil an der Art und Weise, wie der Mann schreibt und extra Worte nimmt. Wisst ihr, was für Worte tut er da nehmen? Weisheit, Verständnis. Auf Griechisch nimmt er das Wort Gnosis. Ich bete, dass Gott euch Gnosis, das Weisheit schenkt. Wir haben vom Gnostismus gehört, dass euch der Verstand, und dann kommt er wieder und dann nimmt er das Erkenntnis, vollständiges Wissen, Epignosis. Wieso? Weil genau die Gnostik, die Menschen, die Gnostismus verkündet haben, sind gekommen und sagen, wir sind Menschen, die Wissen haben. Wir sind Gnostics. Und wir haben Epignosis, das heißt, das vollkommene Wissen. Und in biblisches Text heißt es vollkommene Wissen über wer Gott ist und seine Willen. Und jetzt nimmt genau der gleiche Paulus und sagt, ich bete, dass er euch durch seinen Geist, wie empfange ich Epignosis? Wie empfange ich das vollkommene Wissen? Wie kann ich im Gnosis, im Verständnis, in Weisheit wachsen? Durch Geist Gottes. Ich stelle mir vor, dass ihr alle Amen und Halleluja sagt. Sag yes, yes, come on. Niemand kann mit Verständnis von Gott erhören als Gott selber. Nur Gott kann in mir wirken, dass ich den Aha-Moment habe, durch sein Wort, dass ich verstehen kann. Geist Gottes gibt mir Verständnis. Und da sagt er, hey, ich bete, dass er euch die nötige Gnosis schenkt und Einsicht, Epignosis, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Epignosis hast du und habe ich. Das volle Verständnis von Gott hast du und habe ich. Wieso? Weil wenn du zu Glauben gekommen bist, du hast den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist gibt dir Verständnis, um Gottes Willen zu wissen. Vielleicht sagst du, ja, nein. Schau, Sabrina, ich bin gläubig, aber ich kann seinen Willen nicht. Ich habe Mühe mit dem. Ich brauche in dem Wissen zu wachsen. Ja, absolut. Wie kannst du in dem Wissen wachsen? Wie kannst du mehr wissen, mehr erkennen, mehr herausfinden, was im Wille ist? Erstens seid ihr selber da. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und es ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, selbst das zu tun, was gut und richtig ist, so dass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Also, kurze Zusammenfassung von 3 Vers, wo der Paulus sagt. Erstens, das Gnosis ist von Gott. Epignosis ist vollkommene Verständnis von Gott. Wer gibt das? Geist Gottes. Wozu?
damit wir können erst Gott ehren, dass unser Leben kann Frucht bringen kann und dass wir dürfen Gott kennenlernen und seine Wille kennenlernen. Darf ich nächstes Slide haben? Viele sagen, ja, aber Sabrina, ich weiss es nicht. Wie kann ich Gottes Wille kennenlernen? Wie kann ich Entscheidungen treffen? Wie kann ich planen? Wie kann ich einen Weg gehen? Vielleicht stehst du da und sagst nicht, ich weiss nicht, in meiner Ehe oder ich will heiraten, wer darf ich heiraten, ich will studieren. Wie kann ich Entscheidungen treffen? Wie kann ich wissen, was Gottes Wille ist? Erstens, du kannst wissen in dem, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du etwas sagst, wenn du etwas tust, wenn du jemanden konfrontierst, egal was, tu das Gott ehren. Tu das gute Frucht tragen. Ist das positiv? Das ist das Erste, wo musst du dich fragen. Das, was ich mache, das, was ich tue, das, was ich entscheide, mein Plan, mein Gedanke, tu das gute Frucht bringen. Tu das Gott ehren. Tu das andere Leute auch ermutigen. Zweitens, passt die Entscheidung, Wahl, Handlung, Wunsch, Gebet, was auch immer es ist, mit dem Wort Gottes zusammen. Spricht das genau Gottes Wort? Und nicht nur ein Vers, ich nehme ein Vers und dann that's it, sondern ist das mit dem ganzen Wort Gottes zusammen hinein, passt es hinein. Drittens, der Trost von Gott. Kolosser 3,15. Wir werden dann 3,15 lesen. Trost. Und das ist nicht einfach ein gutes Gefühl, sondern auch ein Gefühl unterscheiden. Wir haben heute prophetisches Gebet auf meine rechte Seite, ein Team, das von Gott gehört. Wenn du noch nie von Gott gehört hast, ich werde dich heute ermutigen, wenn du etwas wissen von Gottes Will, ganz zum prophetischen Gebet. Kannst du dann sagen, schau, ich will auch selber hören. Danke, dass ihr für mich gehört, ihr werdet für mich beten, aber ich will auch selber hören. Könnt ihr mir helfen? Sie werden dir in dem Prozess helfen, dass du auch hörst. Sie werden dir ein paar Tipps geben, wie kannst du unterscheiden, was ist von dir selber und was ist von Gott. Ich bin ein Junge von meiner Jugendgruppe von alten Kirchen. Ich war leider in einer Sekte, die heisst Neue Himmel, Neue Erde. Das ist eine koreanische Sekte in Zürich. Habt ihr von dem mal gehört? Neue Himmel, neue Erde. Es ist ziemlich gross und er hat mich mal eingeladen zu der Vorstellung von dieser Kirche. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es Sekte, ich habe nicht gewusst, was es ist. Er hat gesagt, Sabrina, wirst du mal kommen, es ist eine Vorstellung, der Pastor ist da, ist ein Selten da, wäre cool. Okay, ja, sicher. Für dich komme ich, dann würde ich mal schauen. Für ihn bin ich gegangen. Und erstens, ich habe mich angemeldet zu gehen und ich habe Kleider, Ordnung, danke, bekommen, wie sollte ich mich bekleiden für den Gottesdienst? Schon da habe ich komisch gesagt, nein, das, okay, jetzt mal schauen, was es ist. Anyways, ich bin gegangen, long story short, das Erste, was er gesagt hat, ich bin im Himmel gesehen, ich habe Jesus gesehen. Jesus hat mir einen Auftrag gegeben, wo ich sollte euch sagen, und das ist ein neuer Auftrag. Jesus hat mich als Prophet euch geschickt und ich sollte euch eine Botschaft bringen. Schon bei dem, wenn du so etwas hörst, meine Liebe, wenn jemand da steht und sagt, er hat nur mir gegeben, wenn ich Sabrina da stehe und sage, Gott hat nur mir gesagt und ihr müsst mich folgen und das, was ich sage, ihr dürft mich steinigen. Hey, da steht falsche Lehre. Menschen sind nicht Mediator. Wir haben den Heiligen Geist. Menschen sind nicht heute unsere Apostel im Sinne von, er sagt und ich gehe, er sagt und ich mache. Er hat von Jesus direkt bekommen. Nein, jeder von uns soll und muss. Und was ist die neue Botschaft gewesen? Habe ich alles geschrieben, zugelassen, weil ich also nachher mit von meiner Jugendgruppe diskutieren. Nicht. Es ist eine neue Offenbarung und alles ist neu. Und die Offenbarung ist das. Gott will sein Reich auf die Erde bauen. Es wird alles neu, neue Himmel, neue Erde. Die Erde wird neu sein. Wir wollen keine andere Erde oder himmlische andere Welt haben, sondern wenn Jesus kommt, er macht da alles neu. Und der, der ihm folgt. Ich bin da gestanden und denke, ja, was ist da neu? Sicher, es gibt verschiedene Theologien. Einer sagt, es ist auf der Erde, einer sagt, es ist Himmel, aber es ist auch egal. Schlussendlich ist alles neu. Ob das auf der Erde ist oder irgendwo anders, spielt keine Rolle. Halleluja, wenn Jesus kommt. Aber was ist da neu? Ich habe neue Wissen, die ich muss euch geben.
Was ist da neu? Und dann habe ich ihn gefragt, was hat er neu gesagt, wo ich verpasst habe? Ich habe nichts Neues gefunden. Und solche Sachen habe ich oft erlebt, auch in Apostelkirche in Kloten. Ich weiss nicht, wieso ich mich immer zu der Kultkirche nenne. Er heisst Apostelkirche in Kloten. Bin ich zu ihnen gegangen, das Erste, wo du gehst, sie müssen für dich fotografieren. Damit der Pastor kann für dich beten. Und dann habe ich gesagt, du darfst meinen Namen haben und Gott weiss, wie ich aussehe. Der Pastor muss kein Foto von mir haben. Und dann, er kommt rein und sagt, ich weiss, Gott hat mir gesagt. Hört auf. Schaut, wir haben das Wort Gottes. Jeder von uns muss wachsen. Jeder von uns muss wachsen. Und da ist meine Frage an dich. Wo stehen wir? Glauben wir alles, was andere sagen? Oder tun wir wirklich im Wort Gottes wachsen? Jeder von uns darf wachsen, jeder von uns darf hören. Wir glauben, wir hören Gottes Stimme. Ich habe lange über das Thema predigen. Sind vorsichtig. Okay, nächster Vers. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten. Für alle, die sagen, ich muss allein Legalismus, er redet jetzt von dem Legalismus. Vorher hat er über Gnostismus. Nächste Woche, Kapitel 2, wir gehen viel tiefer in dem hinein. Aber nur als Übersicht, das ist ein Legalismus. Alle, die sagen, ich kann es nicht machen. Darina, ich kann nicht moderieren, ich kann nicht singen, ich kann nicht dienen, ich kann nicht beten. Nein, das kann ich nicht. Schau, das kann ich auch nicht. Niemand kann. Wenn Gott nicht ausrüstet, wenn er nicht Kraft gibt, wenn er nicht Fähigkeit gibt, kann niemand von uns. Ausrüstung, Kraft, Fähigkeit kommt von ihm, nicht von dir, nicht von mir. Es ist nicht Legalismus. Ich muss können. Und dann, wenn ich kann gut singen, dann sage ich kann. Wenn ich gut predigen, dann sage ich, ja, ich habe eine Fähigkeit zum Predigen. Aber wenn ich nicht gut predigen und ich doch gut predigen, dann stehe ich da und sage, Gott sei Dank, das ist er. Ich bin nicht eine gute Predigerin. Ich höre das schon. Ich kann nicht auf Deutsch gut predigen. Und wenn ich mich schon heute verstehe, das Gott sei Dank, das ist er, nicht der Brina. Das ist er, damit er wird gelobt. So, ich komme dann machen Gottesdienst mit ein paar Dienstanfragen an euch. Und ich will nicht hören, ich kann es nicht. Dann sage ich, Halleluja, wenn du es nicht kannst, dann das ist ein richtiger Dienst für dich. So gut. Die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben, freut euch. Was bespricht er da? Freut euch. Und dankt ihm, dem Vater, Asketismus, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzunehmen, das er in seinem Licht vor seinem heiligen Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Schulden vergeben. Halleluja. Ich könnte auch lange darüber predigen. Ich habe eine lange Predigt geschrieben, nur über diese Verse. Aber kurz zusammengestellt. Wir sind alle im Finsternis, in einem Königreich des Finsternis, der Teufel in der Welt gekommen. Wir haben alle in dieser Finsternis gelebt. Das ist vorgegeben. Wir haben keine Wahl da gehabt. Das gehört zu unserem Leben, zu der Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo Mord, Tod, Vergewaltigung, Krieg, Verhungerung, schlimme Sachen passieren. Wir leben in einer Welt, die zerbrochen, zerstört ist. Und der Welt gehört im Moment der Teufel. Er hat für kurze Zeit Kontrolle. Und er kann mit dem spielen. Und wir sind in dem hinein. Aber durch Jesus, wir haben uns entschieden, in seinem Königreich zu leben. In dem anderen Königreich von Finsternis, von Verdammnis, für die Bösen, wir müssen drin sein. Keine Wahl. Im Königreich Gottes, wir haben eine Wahl. Es ist ein Entscheid. Du entscheidest dich, ich entscheide mich. Und weißt du was, es ist einfach in den alten Muster gehen, weil ich kenne das. Weil ich gehöre zu dem, weil ich bin mit dem aufgewachsen, weil das ist normal. Und im Reich Gottes Leben ist ein Entscheid, den ich jeden Tag treffen muss, weil ich kenne das nicht gut.
es gefällt mir nicht so einfach. Aber das in dem Reich gibt Kraft, gibt Autorität, gibt Heilung, Wiederherstellung und Freiheit. Das ist entscheidend, weil ich jeden Tag treffen muss. Und wenn Jesus kam und hat gesagt, trachtet erst nach Reich Gottes. Im Lukas 17 sagt, Reich Gottes ist in eurer Mitte. Er ist schon gekommen. Aber es ist entscheidend. Hast du dich von dem entschieden? Hast du dich für Jesus und sein Reich entschieden? Wenn nein, heute hast du Zeit, das zu machen. Ich mache fertig mit dem nächsten Teil. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war von allem anderen da. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibs. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Kann man mindestens da noch ein Amen sagen? Wow. Da ist unser Jesus. Da ist unser Jesus. Kann ich schon nächste Folie haben? Nächste. Er sagt, wer Jesus ist. Er sagt, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ein Icon. Er nimmt das Wort Icon. Er ist dasselbe Bild. Als ob hast du von Gott fotografiert und da steht, das ist Jesus. Wenn du Jesus gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Und dann Gott wieder und sagt, er ist der erste Geborene. Jetzt viel Jehova-Witness, es kommen viele verschiedene Kulte, wo es geht, weil da steht, Jesus ist erst geboren. Das heißt, Jesus ist tatsächlich geboren. Er ist nicht Gott, sondern Gott hat ihn geschaffen. Schaut, eure Bibel sagt, Jesus ist erst geboren. Er wurde geschaffen. Auf Griechisch, das Wort erstgeboren heißt Prototokos. Ja, ich finde es auch lustig. Prototokos. Es heißt, jemand, der erhaben, der privilegiert ist, der das Recht hat, der erste Linie steht, der erste in der Wichtigkeit. Wir lesen über dieses Wort oft in der Bibel. Zum Beispiel, habt ihr den Josef kennt? Altes Testament, der Sohn von Jakob. Er hat 2 Söhne gehabt. Menassi und Ephraim. Menassi ist der erste geboren und Ephraim der zweite geboren. Aber in Jeremia Kapitel 21, Gott sagt, der Ephraim, der zweite geboren, ist der erste geboren. Ich nehme ihn als erstgeboren Prototokos. Das heißt, ich gebe ihm noch eine andere Wichtigkeit. Jakob und Esau. Jakob ist der zweite geboren gewesen. Aber doch im Neuen Testament sagt, er hat ein neues Privileg gehabt. Jesus ist nicht geboren. Jesus wird nicht erst durch eine Frau in der Welt gekommen. Jesus ist gewesen, und wir haben schon vorher gelesen, vor allem, bevor alles war, er ist gewesen. Gott hat ihn nicht gemacht. Es gibt viele Theorien, die sagen, Gott hat erst Jesus kreiert und dann Satan, deswegen sie sind immer am Stritten zusammen, weil sie sind eigentlich Geschwister. Nein, das Wort da heißt nicht, Jesus ist geboren, sondern Jesus steht in der ersten Linie, er ist wichtig, er hat das Privileg über alles anders. Lang nicht. Oder braucht noch mehr Erklärung? Und dann eigentlich da sagt, auch erst geboren von den Toten. Das Wort ist wieder Prototokos. Erst geboren von den Toten. Jesus ist nicht der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Wir sehen das schon im Alten Testament. Tote, die auferstehen. Wir sehen, Jesus selber hat Tote auferstanden. Mit Talita, mit Lazarus. Jesus hat Tote verstanden, er ist nicht der Erste. Aber wie der Erstgeborene, das heißt, er hat Autorität über alle anderen, die vor ihm verstanden sind.
Er ist der Erste. Er hat immer die Top-Priorität. Autorität und Wichtigkeit. Der Jesus, er ist der Schöpfer aller Dinge. Er hält alle Dinge. Haupt der Kirche. Darf ich schon den Worship-Team auf der Bühne bitte? Ich habe versucht, aber die nächste Verse habe ich. Schauen wir nächste Woche zusammen. Schau, Jesus hält die Welt. Er ist der Schöpfer der Welt. Ich weiss nicht, welche Theorie du glaubst, ob Big Bang oder Evolution Theorie, ich kann nicht diskutieren, aber eins weiss ich. Egal welche Theorie du glaubst. Eins weiss ich, Jesus ist der Schöpfer der Welt. Und eins noch, zweite weiss ich, er hält unsere Welt in seiner Hand. Er hält unsere Welt in seiner Hand. Und wenn dir Jesus unsere Welt in seine Hand hält, wie viel mehr hält er das Leben in seine Hand? Wenn dir Jesus Gott ist, Herr, König, Herrscher, wenn er die Welt kontrolliert und seine Hand hält, wie viel mehr hat er dieses Leben in seiner Hand? Wie viel ist er mächtig über dieses Leben? Sachen, die im Leben passieren, deine Ehe, deine Familie, deine Finanzen, die Schwierigkeit. Wenn Jesus der Gott ist, der die ganze Welt hält, er ist dein Gott. Und ich möchte heute besonders für dich beten. Wenn du dir Jesus heute brauchst, wenn du eine Begegnung mit dem Jesus brauchst, mit dem Gott, und du ihn noch nicht kennst, würde ich gerne für dich beten. Und ich würde gerne für die beten, die Jesus kennen, die den Jesus gut kennen, aber nur Gnostis, nur intellektuell. Sie haben es verstanden, aber da im Glauben, im Herz. Ja, sicher ist er. Aber bringt er auch Frucht in deinem Leben hinein? Die Glaube, die Verständnis, die Weisheit bringt es Frucht. Das muss erst da im Herz kommen. Kann man nicht im Legalismus hineingehen. Ja, ich kenne den, mache ich gut, dann tue ich etwas Gutes für ihn. Das wird ein Legalismus. Vom Gnostismus, um nicht im Legalismus zu kommen, es muss im Herz kommen. Es muss tiefer Vertrauen und Glauben da sein, der von sich selber Frucht bringt. Nicht durch meine Mühe und Versuch, sondern dass die Glaube kann Frucht bringen kann. Darf ich für euch beten? Das Worship-Team kann schon sich vorbereiten. Ihr dürft aufstehen. Wir werden jetzt ein Lied nachher singen, Jesus Cornerstone. Weil Jesus ist in der Mitte, er ist der Cornerstone. Und Jesus, du bist tatsächlich Bild Gottes. Der erste Alpha Omega, der Anfang und Ende. Schöpfer aller Dinge, Erhalter aller Dinge, Haupt der Kirche. Du bist auferstanden, hast Tod besiegt und heute stehst du über alles. Und du erhebst alles. Und wir können dich nur proklamieren und sagen, Jesus, du bist genug. Wir haben nur Jesus. Wir Christen haben nur Jesus. Und danke, Jesus, dass wir dich haben. Jesus, bitte ich für die heute am Ringen sind, am Kämpfen sind, am Leiden sind, bitte ich um Zeichen und Wunder. Bitte ich, Jesus, dass du dich zeigst, dass du dich verherrlichst, dass sie dich erleben, spüren sehen. Ich bitte um dein Wunder in ihrem Leben. Ich bitte, Jesus, dass wir dich schmecken, sehen, spüren, hören und wachsen in deinem Willen. Ich bitte, dass wir dürfen vom Gnostismus, von das Verständnis zum Epignismus hineinkommen, zum vollständigen Verständnis von Gott. Und dass wir wirklich Frucht bringen von dem Wissen, von dem Erkennen. Wir wollen dich kennenlernen, tiefer, enger und viel mehr. Amen.